Guten Abend, alle Guten, herzlich willkommen hier zu Rammerich an der Kapelle für den Vortrag vom Herrn Professor von Brück, den als den Abend einen Vortrag hält, den nicht so viel über die Goethe oder den Dalai Lama etwas sieht, viel mehr darum, ob Religion zu Gewalt feiert oder ob Menschen zu Summe feiert. Mein Name ist Jean Ehre, ich bin Direktor von der Luxembourg School of Religion and Society. Und ich sage dem Herrn Dr. Nils Merci für die Kooperation am Kader von 2022. Für all das, aber auch, was ich so am Programm entdeckt habe, von dir ja vieles dafür gemerkt hat, dass das überhaupt möglich ist, dass die verschiedenen Religionsgemeinschaften heute zu Esch sich so zusammen engagiert haben. Ich meine, dass das selber schon ein Teil von einer Ämpfer ist, ob die Frage, was Religionen sind, nämlich ob sie wirklich Menschen nicht mehr auseinander treiben oder zusammen feiern. Vielleicht ist es weniger die Frage, ob es Religion ist oder was den da mischt. Mit einem Kneip, den ihn hat, da kann ihn Fesseln von Händen durchschneiden. Es kann ihn natürlich auch kompressieren, für etwas zu essen zu machen. Es kann ihn aber auch den Hals abschneiden. Mit Religion ist es wie mit dem Kneip. Das ist etwas, das Menschen haben, das ein Instrument ist, mit dem sie etwas machen können. Sie können es gebrauchen, für Fesseln durchzuschneiden. Sie können es machen, für das etwas auf den Tisch kommt, was Menschen zusammen feiert. Oder sie können den anderen dummerden bedrehen oder tot machen. Die Luxembourg School of Religion and Society ist gegründet, für das immer Leute aus den verschiedenen Religionen und aus anderen verschiedenen Wissenschaften zusammenbringen, für gemeinsam aus Sujeten, die wichtig sind für unsere Gesellschaft, zu schaffen. Das setzt voraus, dass jemand nicht schwätzt, dass lernt, oben zu lauschen, dass lernt, das, was den anderen sieht, dann nicht zu holen, an sich dann noch zu verändern. Ich denke, dass wir heute Abend Gelegenheit tun, auch wenn wir nicht zu viel sehen, einen Professor zu lauschen, den auch etwas verändern kann. Sie haben das jetzt alles auf Luxemburgisch, Herr von Brück, mithören können. Ich denke aber, dass es für jemanden, der aus Deutschland kommt, nicht ganz unverständlich war. Jedenfalls danken wir Ihnen, dass Sie den Weg nach Luxemburg angetreten sind. Wir sind hier in der europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022, aber es ist überhaupt schon fast ein Wunder gewesen, dass etwas von den Religionsgemeinschaften in diesem Kontext angeboten wurde, dass sich diese Stadt nicht einfach ohne ein Programm, wo auch die Religionen ihren Platz haben, dargestellt hat. Das hängt zum großen Teil oder ganz an der Initiative von Herrn Dr. Nilles. Heute Abend sind wir auf Ihren Vortrag gespannt. Sie sind ein ausgewiesener Konferencier auch, der Menschen begeistert. Und ich denke, dass das, was Sie uns sagen werden, auch unsere innere Haltung verändern kann und so zu einem besseren Miteinander führen kann. Das ist unser aller Anliegen. Seien Sie herzlich willkommen in unserer Mitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für die Einladung. Ich werde zu Ihnen Hochdeutsch sprechen müssen, weil ich Luxemburgisch ein bisschen verstehen kann, aber natürlich nicht sprechen kann. Meine Heimatsprache ist nicht das Hochdeutsche, sondern das Sächsische. Wenn ich Ihnen in Sächsisch einen Vortrag hielte, würden Sie schmunzeln und lachen. Vielleicht ein andermal. Ich bin ein bisschen zu Hause in asiatischen Sprachen und das werden Sie merken. Sprachen sind nicht einfach ineinander übersetzbar. Und Sie wissen das hier in einem solchen multisprachlichen Gebiet, was Sie auf Französisch sagen können, was Sie vor allem in französischen, besonderen Sprachformen ausdrücken können, an Gefühlen, an Poesie, ist anders als im Englischen oder im Deutschen oder jetzt eben nun im Chinesischen, im Indischen und so weiter. Sprachen sind wie Fenster auf die Wirklichkeit
Und wenn wir durch dieses Fenster schauen, sehen wir etwas anderes, als wenn wir durch dieses Fenster schauen oder durch dieses. Erstens, weil sie farbig sind und zweitens, weil wir andere Aspekte sehen. Und so ist das mit den Religionen auch. Religionen sind verschieden. Sie sind nicht einfach ineinander übersetzbar. Sie haben eine je eigene Geschichte, je einen eigenen Geschmack und Geruch. Und wer in einer solchen Religion aufgewachsen ist und die Kindheit dort verbracht hat, findet Sicherheit bei aller Kritik und bei allem Ärger vielleicht, den man auch an den institutionellen Formen der Religion hat. Aber sie bietet eine Heimat. Und wenngleich der Begriff der Heimat im Deutschen jedenfalls seit dem Zweiten Weltkrieg verpönt ist, jeder Mensch braucht Heimat und sucht Heimat. Aber die Frage ist, wo finden wir Heimat in dieser unübersichtlichen, interkulturellen Welt? Und das Gebiet, in dem wir uns jetzt gerade befinden, zeigt es ja nicht erst seit einigen Jahrzehnten, sondern seit Jahrhunderten, dass hier unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachkulturen, Lebensformen und eben auch Konfessionen miteinander gelebt haben und leben. Und dieses Miteinander ist zum Teil natürlich konfliktgeladen. Und darüber wollen wir heute Abend sprechen. Das Thema könnte ja aktueller nicht sein, denn das Entsetzen über die Haltung der russisch-orthodoxen Kirche, vor allem des sogenannten Patriarchen dieser Kirche, zum Angriffskrieg der Putin-Administration gegen die Ukraine, das Entsetzen weltweit ist groß. Die Kirche rechtfertigt diesen Angriffskrieg mit Worten, die einem Schauer über den Rücken jagen. Die heilige orthodoxe Kirche muss verteidigt werden und die Kiewer Rus ist der Ursprung, ist es ja letztlich eins, wir müssen es praktisch rückerobern, bei voller Zerstörung aller Kirchen und traditionellen Klöster und so weiter, ganz abgesehen von der Zerstörung von Menschenleben. Leider ist es so, dass eine solche Haltung nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel in der Religionsgeschichte ist. Und ich kann Ihnen diesen Blick nicht ersparen. Schauen Sie in das Alte Testament. Schauen Sie, wie dort Völkermord und Kriegsverbrechen an Frauen und Kindern gerechtfertigt werden. Gott gefällt es. Geradezu im Namen des Gottes Jahwe wird hier eine kulturelle, religiöse Identität begründet durch Ausrottung der anderen. Und das ist keineswegs nur in der alten israelitischen Religionsgeschichte so. Sie brauchen auch nur den Trojanischen Krieg anzuschauen und die Begründungen, die gegeben werden und die Haltungen der Götter, die dann die jeweiligen Helden siegen oder sterben lassen. Wenn Sie in die indische Geschichte schauen, ist es nicht anders. Das großartige Gedicht der Bhagavad Gita, es ist eine Rechtfertigung des sogenannten gerechten Krieges. In buddhistischen Ländern, der Buddhismus gilt ja als ganz friedfertig und geradezu als das Gegenstück zu dem aggressiven Christentum. In buddhistischen Ländern, in Thailand etwa, finden Sie zerstörte Klöster, zerstörte buddhistische Heiligtümer, den Buddhas, die da standen, die Köpfe abgeschlagen worden waren von der burmesischen Armee, die diese Ayutthaya-Kultur zerstört hat. Und das waren auch Buddhisten. Gewalt hier und dort. Ich habe ja Goethes Diktum etwas umformuliert. Er spricht nicht von Religionen als Mischmasch aus Irrtum und Gewalt, sondern von der Kirchengeschichte. Aber man kann dies weiterhin übertragen auf alle Religionen, die ich kenne. Was ist da los? Ist Religion nicht etwas Gutes? Ist das nicht etwas, was dem Menschen Halt gibt und eben, wie der 14. Dalai Lama sich ausdrückt, eine Empathie lehrt, die letztlich die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt friedlich miteinander umgehen können? Auch der Dalai Lama ist kritisch gegenüber der Religion, auch gegenüber seiner eigenen, und will von Religionen, die spalterisch, zerstörerisch, trennend sind,
eine säkulare Ethik absetzen, die allen Menschen gemeinsam sei. Nun, wir wissen aus der europäischen Aufklärung seit Kant, dass das ein hehrer Anspruch ist, der aber doch, ich möchte sagen, der emotionalen und empathischen Tiefe entbehrt, sodass Menschen dann doch wieder Religionen suchen. Ich muss aber sagen, was meinen wir überhaupt, wenn wir von Religion sprechen? Lässt sich denn dieser Widerspruch, dieser Gegensatz, einerseits Gewalt, andererseits friedensstiftende Identität, die mit Religion verbunden ist, lässt sich das irgendwie auflösen? Gelegentlich machen wir es uns ja ganz einfach. Wir sagen, Religion an sich ist gut, Religion ist eine gute Sache, sie macht den Menschen gläubig, sie hilft ihm ein gottesfürchtiges Leben, was immer das heißt, zu leben, aber sie wird korrumpiert von den bösen politischen, wirtschaftlichen Interessen und wird dadurch dann eben zu dem, was wir eben beschrieben haben. Ich denke, dass das Problem so nicht gelöst werden kann. Vielleicht liegen ja in dem religiösen Anspruch selbst die Probleme, die dann zu Gewalt, Krieg und Intoleranz führen. Gerade das, was gut an der Religion ist, nämlich die Vermittlung von Werten, kann autoritär und unter bestimmten historischen Umständen totalitär werden. Und das haben wir genug in der Geschichte gesehen. Was stabilisierend wirkt und dem Menschen Halt gibt, erweist sich dann als, ich möchte sagen, totalitärer Imperativ, der nicht selten mit Gewalt umgesetzt wurde. Stabilität und Werte werden dann gegen die kritische Vernunft in Stellung gebracht und der Mensch wird im Namen des Guten infantilisiert. Diese Infantilisierung, die Sigmund Freud aufs Korn genommen hat und deshalb nun ganz besonders im 19. Jahrhundert mit dieser These die Religionskritik beflügelt hat, diese Infantilisierung erleben wir auch heute, auch in den Neubildungen von Religionen, die antreten, etwas Gutes, etwas jenseits der klassischen religiösen Gräben und Widersprüche zu finden. Bei neureligiösen Bewegungen aller Art. Schauen Sie sich etwa die Evangelikalen in den Vereinigten Staaten oder in Südamerika an oder schauen Sie sich die jugendbewegten Hippie-Bewegungen nach den 68er Jahren an. Bhagwan Sri Rajneesh, hinduistisch inspiriert oder auch manche buddhistisch inspirierte Gruppen, Infantilisierung. Das heißt, Ausschaltung der rationalen kritischen Vernunft, damit man eben, wenigstens für eine Zeit ein warmes Nest findet, in dem man sich angesichts der Unübersichtlichkeit der modernen Welt einrichten kann. Neben ihrer Befreiungsgeschichte, die es auch gibt, eine Befreiungsgeschichte menschlicher Emotionen, ich komme noch darauf, die in der Religionsgeschichte auch zu sehen ist, gibt es eben auch eine Infantilisierungsgeschichte. Und letzteres hat sie mit manipulativen Ideologien und ihren Umsetzung gemeinsam. Heute haben wir eine solche Infantilisierung sehr häufig, keineswegs nur im religiösen Rahmen. Wir finden sie in der Massenunterhaltungskultur. Wir finden sie auch in einer technokratischen Heilsbeschwörung der Massenmedien, in politischer Demagogie aller Art. Wir brauchen ein methodisches Instrumentarium, in dem alle Sozial- und Geisteswissenschaften zusammen einen Blick auf diese Geschichte werfen und fragen, was ist hier eigentlich los? Angesichts der Menschheitsgeschichte, so wie wir sie kennen, aber bitte, wir kennen ein bisschen, und ich sage das immer wieder und sage es in fast jedem Vortrag, wir kennen mal gerade ein bisschen 5000 Jahre und wir halten das für alte Kulturen. Die Menschheitsgeschichte reicht aber Jahrhunderttausende Jahre zurück, von denen wir fast nichts wissen. Was also die Potenziale im Menschen sind, ist noch nicht ausgemacht. Aus diesen letzten Jahrtausenden, das sage ich vorneweg, um Sie auch ein bisschen zu trösten,
was vielleicht noch aus dem Menschen werden kann, das können wir nicht aus dieser Gewaltgeschichte der letzten 2.000, 3.000 oder 4.000 Jahre der Religionsgeschichte erkennen, sondern da könnte es vielleicht noch ganz anderes geben. Aber das Problem ist eben, dass wir in Religionen diesen Anspruch haben, die jeweils allein, ich nehme jetzt diese Formulierung, allein selig machende Gemeinschaft, Ideologie, Theologie, Ritual, Technik und was immer zu sein. Und der andere, der ist eben nicht ganz auf der Höhe der Zeit, bestenfalls, oder vielleicht sogar verdammt, er ist im Irrtum. Ausübung von Macht, nicht nur in den Institutionen, sondern in den Köpfen der Menschen, indem man ihnen einpflanzt und sagt, nur wenn du diesem Weg folgst oder wenn du diese Formulierungen und vielleicht auch Rituale exakt so befolgst, wie es dir eine bestimmte Obrigkeit vorgibt, nur dann kannst du dein Seelenheil gewinnen. Theologen würden natürlich sofort daherkommen und sagen, ja, das mag abstrakt ja vielleicht so gedacht werden können, aber alle unsere Vorstellungen, alle Formulierungen, alle Rituale, alles, was Menschen produzieren, ist relativ. Und wir brauchen nur in die Geschichte zu schauen. Das frühe Christentum hat mit dem Mittelalterlichen wenig zu tun und mit dem Modernen wenig zu tun. Der frühe Buddhismus oder der frühe Islam, nehmen Sie was immer, hat mit den späteren Entwicklungen und in den Entwicklungen, in denen sie sich heute befinden, wenig zu tun. Religionen entwickeln sich in sich auch und nie hat man die Wahrheit, ich sage es salopp, mit Löffeln gefressen, sondern allenfalls mal daran geschnuppert. Alles andere, so bereits die hebräische Bibel, ist Götzendienst, ist Götzenverehrung. Götzen sind ja nicht nur die Figuren, die irgendwo aus Stein gehauen oder Metall gegossen angebetet werden, sondern Götzen sind ja gerade die Bilder, die Vorstellungen, die Begriffe, die wir uns selbst machen. Auch christliche Theologie weiß, und zwar von Anfang an, dass alle Bilder nur Abbilder sind und nicht das beschreiben, was, nun, ich möchte sagen, Gott eigentlich ist, worum es geht. Aber dennoch, alle Religionen folgen diesem Götzendienst. So wie ich es formuliere, ist es richtig, der andere ist im Irrtum. Und bei Höllenstrafen, die dann angedroht werden, wird der Mensch infantilisiert bei der Stange gehalten. Wiederum, ich wiederhole, das findet sich überall in der Religionsgeschichte. Aber nun eben auch die andere Seite. Religionen stellen auch, und wir können es so pathetisch sagen, eine Befreiungsgeschichte der Menschen dar. Eine Befreiungsgeschichte, so wie das Kant und die Aufklärung überhaupt formuliert haben, aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Auch das geht mit der Religionsgeschichte der letzten Jahrtausende einher. Und wenn man das studiert, findet man diese Züge auch immer. Was heißt das? Ängste des Menschen, und das ist eine Grundproblematik, Ängste des Menschen werden durch Religion, durch Deutungen, durch religiöse Rituale gezügelt. Ängste vor naturhaften, aber auch psychischen Phänomenen werden religiös, rituell bewältigt. Soweit wir zurückschauen können in der Menschheitsgeschichte, ich wiederhole, es ist nicht sonderlich lang, aber soweit wir das sehen können, sind religiöse Rituale Bewältigungsstrategien von Ängsten. Das kann auf ganz verschiedene Weise passieren. Und wir haben es jetzt die letzten 2 Jahre, glaube ich, ganz gut erlebt, wenn man diese zum Teil ja auch sehr bewusst geschürte Angst vor der Ansteckung, vor der Krankheit, wenn man die genauer anschaut und wenn man sieht, was daraus geworden ist in den jeweiligen Gruppen, hat man den Eindruck, es ist die Verschiebung von Ängsten auf ein Gebiet, in dem wir einigermaßen Herr im Hause sind, das wir einigermaßen bewältigen können, zum Beispiel durch Hygieneregeln oder durch medizinische Interventionen und so weiter.
Die Grundangst des modernen Menschen ist das aber nicht. Die Grundangst ist die ökologische Katastrophe, ist die Unüberschaubarkeit der Welt, ist die totale Beherrschung durch die digitalen Möglichkeiten, wie sie etwa in China schon praktiziert werden, die Beherrschung des Lebens des Einzelnen. Diese Ängste sind undurchschaubar und sie werden dann verschoben auf ein Gebiet, sie bekommen sozusagen ein Gesicht, mit dem man umgehen kann. Das ist eine ganz alte, ich will sagen, Technik der Religionen. Letztlich ist es die Angst des Menschen vor dem Tod, den wir nicht aufhalten können und von dem wir nicht wissen, wann er eintritt. Wir leugnen das. Wir versuchen uns ständig zu verdrängen. Und auch jetzt in der Pandemie, wo natürlich die Todesthematik ja eigentlich da war, Tod darf nicht sein, wurde weggeschoben. Religionen versuchen, diese Angst zu adressieren. Und sie versuchen zu zeigen, Mensch, wenn du dieses Leben in einen Rahmen stellen kannst, in einen Rahmen von Sinnhaftigkeit, kann sehr verschieden sein, dann kannst du mit diesen Ängsten umgehen. Das Zweite, was zur Befreiungsgeschichte der Religionen beiträgt, ist meines Erachtens die im Laufe der letzten 2.000–3.000 Jahre gewachsene Gewissheit, dass letztlich hinter der Welt, die uns so chaotisch erscheint, ein liebevoller Wille steht. Oder sagen wir es etwas weniger pathetisch oder religiös, eine Ordnung. Religion fängt damit an, zu erkennen, zu glauben und vielleicht auch Spuren zu finden, dass hinter dem Chaos unseres Lebens und des Lebens in der ganzen Welt eine Ordnung steht. Die alten Babylonier, die dann auf die griechische Philosophie gewirkt haben, in Gestalt eines Namens eines Mannes, den Sie alle aus der Schule noch kennen, Pythagoras, die haben die Zahlen und die mathematische und geometrische Ordnung in der Welt als, ich möchte fast sagen, Gottesbeweis begriffen, als etwas, hier ist etwas Verlässliches in der Welt. Und es mag noch so chaotisch zugehen an der Oberfläche, im Grunde gibt es eine Ordnung. Und diese Ordnung, so hat sich das dann sehr schnell herauskristallisiert, in allen den großen Religionen, die wir heute kennen, diese Ordnung ist liebevoll. Der Mensch hat in dieser Ordnung einen Platz und kann, wenn er diese Ordnung erkennt und vielleicht im besten Falle versucht, auch sein Leben ein bisschen danach einzurichten, an dem Wohlgefühl, was Ordnung ja auslöst, kennen Sie alle, teilhaben. Und das ist die Liebe. Liebe bedeutet nicht einfach ein emotionales Gefühl, was mal kommt und geht von Verbundenheit, sondern Liebe bedeutet die Erkenntnis, dass die Welt letztlich ein einziges großes, ich möchte sagen, Biotop ist, also ein Verbundsystem, in dem alles seinen Platz hat und aufeinander eingespielt ist. Das kann aus den Fugen geraten, gerät auch immer wieder aus den Fugen oder aus dem Gleichgewicht. Die Natur ist darauf angelegt und dadurch entsteht die Evolution. Aber es pendelt sich auch immer wieder ein. Für den Menschen ist dies die Bedeutung, letztlich ist da eine Liebe und die begründet die menschliche Freiheit. Denn der Mensch kann sich darauf einlassen, kann über feste Strukturen und Zwänge, in denen er lebt, seien sie staatlich, seien sie psychisch, was auch immer, hinauswachsen, indem er sich auf diese grundlegende Kraft der Verbundenheit, der Resonanz einlässt. Das ist eine Befreiungsgeschichte. Das Dritte ist, das hat mich als Kind immer fasziniert und fasziniert mich bis heute. Es gibt Milliarden und Milliarden von Menschen, nicht nur die jetzt leben, sondern die alle in der Vergangenheit gelebt haben. Und keiner gleicht dem anderen. Selbst eineiige Zwillinge, das wissen Sie, sehen nicht völlig gleich aus. Und wenn wir Computerbilder entwerfen von völlig identischen
Figuren und Gesichtern, dann ist das kotzlangweilig und keiner erkennt darin wirklich einen lebendigen Menschen. Alle Lebewesen, auch die Tiere, auch die Pflanzen, sind individuell verschieden, obgleich sie zu einer Gattung gehören und natürlich viele ganz ähnlich sind und andere wieder weniger ähnlich. Diese ungeheure Vielfalt bedeutet, und das ist die Aussage der Religionen, aller wiederum, die ich kenne, jedes einzelne Lebewesen hat einen bestimmten Wert, ist einzigartig und hat damit, was wir dann in einer abstrakteren Sprache Würde nennen. Die Würde eines jeden Lebewesens besteht in seiner Einzigartigkeit und Einmaligkeit im Gesamtverbund allen Lebens. Ob wir das nun auf einen Schöpfergott zurückführen oder auf die enormen Erfindungsreichtum der Evolution, wie auch immer, das ist jetzt zweitrangig, sondern die Einzigartigkeit jedes Lebewesens begründet die Würde, nicht nur des, wie ich sagte, Menschen, sondern auch der Tiere, der Pflanzen. Ich glaube, diese drei Elemente, die in der Religionsgeschichte nun nicht nur genannt werden, sondern in Geschichten, in Mythen, auch in Märchen dargestellt werden, sind sozusagen ein Leitfaden für jeden einzelnen Menschen, der sich diesen Bildern aussetzt und diesen Vorbildern nacheifert, ein sinnvolles, gutes Leben zu finden. Und ich sehe darin einen Aspekt der Befreiungsgeschichte der Menschen. Und in dem Maße, in dem nun heute, und das ist ja die große Chance, in der wir leben, die verschiedenen Kulturen zusammenkommen und wir lernen können, was haben denn die Muslime eigentlich alles an Schätzen der Weisheit in diesem Rahmen gedacht, was haben die Inder, was haben die Chinesen dort gedacht, entdecken wir, dass es alles, ich hatte es am Anfang gesagt, in verschiedenen Sprachen, in Formulierungen ein Echo auf diese drei großen Befreiungstraditionen, die Überwindung von Ängsten, die Entdeckung der Liebe als Grundstruktur der Wirklichkeit und die Würde jedes einzelnen Lebewesen. Natürlich, und das ist jetzt mein dritter Gesichtspunkt, es kommt in der Geschichte des Menschen nicht nur die Liebe und die Entdeckung der Überwindung von Angst und der Würde jedes Einzelnen vor, sondern wir sind zwar aufeinander angewiesen, aber eben auch in Abgrenzung und Konkurrenz zueinander geschaffen. Das heißt, wir entwickeln Neid und Eifersucht. Neid und Eifersucht sind nicht nur individualpsychologische Phänomene, die in unserem Leben eine Rolle spielen, sondern sie formen menschliche Gruppen in Abgrenzung und dann aber eben auch wieder Bezug zueinander. Und das ist das Problem. Und das Problem ergibt sich historisch, wenn ich die letzten Jahrtausende anschaue, aus der Entwicklung, der technischen Entwicklung, der Entwicklung der Lebensgeschichte der Menschen. Ich unterscheide, und das ist ein bisschen grob und holzschnittsartig, 4 Epochen der letzten, sagen wir, 10.000 Jahre menschlicher Entwicklung. Das erste ist die Epoche der Isolation. Das zweite ist die Epoche der Konkurrenz. Das dritte ist die wesentlich kürzere Epoche der Toleranz. Und das vierte ist die jetzt anbrechende Epoche der notwendigen Kooperation, die weit über Toleranz hinausgeht. Isolation. Jahrhunderttausende lang, oder seien wir etwas weniger ausladend, zumindest Jahrzehntausende lang, haben Menschen in Stammesgruppen mit nicht viel mehr als 150 Individuen in den Savannen Afrikas und dann auch Amerikas und Asiens gelebt. Relativ überschaubare Gruppen, wo jeder jeden kannte, wo Fremde nicht täglich eine Bedrohung darstellten, sondern allenfalls dann, wenn man sich in die Quere kam und auf Jagden oder bei Sammelaktionen den anderen Stamm kennenlernte, aber nie bis dahin, dass man einander gegenseitig ausgerottet hätte. Die Zeit vor der Sesshaftwerdung des Menschen ist diese Zeit isolierter Kulturen. Wir können das dann in späteren
Kulturen, wo es eben solche Lebensformen noch gegeben hat. Levi-Strauss hat das großartig beschrieben, Anfang des 20. Jahrhunderts in Südamerika. Wir können solche Kulturen noch etwas nachverfolgen. Die entwickeln sich in relativer Isolation, natürlich nicht vollständig, in relativer Isolation, entwickeln ihre Geschichten, entwickeln ihr Weltbild, entwickeln, wie wir das heute so gut sagen, ihre Identität. Sie kommen sich kaum in die Quere, nur hier und da. Hier gibt es dann noch einen Unterschied von Jägerkulturen und Kulturen, die ihre Herden pflegen und so, darauf will ich jetzt nicht eingehen. In der zweiten Epoche kommt es zur Konfrontation. Nehmen wir dies als Musik. Das gibt mir die Gelegenheit, mal zwischenzuatmen. Danke, kein Problem. Macht ja gar nichts. So. Ja, ja. Das ist diese Epoche der Konfrontation. Indem der Mensch sesshaft wird, beansprucht er ein Territorium. Es entstehen Besitzverhältnisse, die an den Raum gebunden sind. Durch das Surplus, was jetzt entsteht, wachsen die Gesellschaften. Also man hat mehr Nahrung als zuvor zur Verfügung, als man nur Jäger und Sammler war. Dadurch wachsen die Gesellschaften, die Territorien breiten sich aus und es kommt zu Konflikten mit den Nachbarterritorien. Bis hin, und das ist ja die gegenwärtige Situation, zu Imperien. Das ist eine lange Geschichte, aber so lang nun wieder auch nicht. Sie geht einige Jahrtausende und hängt tatsächlich mit diesen neuen Produktionsverhältnissen zusammen, mit der Sesshaftwerdung, dem Ackerbau und der Bindung von Besitzverhältnissen und den Hierarchien, die dann aus der Arbeitsteilung entsteht, in jeweiligen Territorien. Religionen kommen jetzt auch in Konkurrenz miteinander, denn es sind nicht nur die Menschen, die hier miteinander kämpfen, sondern natürlich die Götter. Gott mit uns. Und diese Geschichte, die geht, ich hatte sie vorhin schon genannt, vom Alten Testament bis in die Moderne, bis ins 19. und 20. Jahrhundert. Schauen Sie sich Verdis Aida an, nicht wahr? Die Kämpfe zwischen dem äthiopischen Herrscher und dem ägyptischen Pharao und hier nun noch mit dieser Liebesgeschichte verknüpft und sowas. Es sind die Götter, die angerufen werden für den Sieg der einen gegen die anderen. So in der Religionsgeschichte. Und das haben wir seit dieser Epoche der Konfrontation. Identitäten eines Volkes oder eines Stammes werden geschaffen durch die Identitäten der Götterwelt, denn die setzen die Maßstäbe, die setzen die Regeln, die verbürden die Hierarchie, nicht wahr? Der jeweilige Herrscher ist entweder der Gott selbst oder zumindest der von Gott Gesalbte oder Anerkannte oder Adoptierte oder was wir dann alles haben. So bis in die Moderne hinein. Und das hat zu den Religionskriegen aller Art geführt. Die einzelnen Gemeinschaften teilen sich dann wieder. Da gibt es Reformbewegungen, die wiederum nur möglich sind aufgrund neuer ökonomischer Bedingungen. Bitte die Reformation wäre undenkbar gewesen ohne die Partikulargewalten der jeweiligen Herrscher, die eben gegen die Zentralgewalt aufbegehrten, weil sie ökonomisch stark genug waren und so weiter und so fort. Wir haben vergleichbare Dinge in anderen Kulturen, in der chinesischen, in der indischen und wahrscheinlich auch noch in anderen. Diese Entwicklung geht immer weiter und sie führt im 19. und 20. Jahrhundert, vorher schon in der spanischen Zeit, im 16. und 17. Jahrhundert, zu den Imperien, zu der Eroberung anderer. Das ist die Religionsgeschichte und das ist diese Gewaltgeschichte, die wir dann haben. Und wenn sich Hierarchien, die ihre eigene Begründung suchen und die sich also durchsetzen wollen, so etablieren, wie zum Beispiel in der europäischen Renaissance, dass das, was jetzt sozusagen in der eigenen Kultur stört, um diesen Anspruch einer Neuformung der eigenen Kultur, auch einer Rationalisierung, eines Rationalisierungsschubs in der Renaissance stört, dann wird das abgespalten, dann wird das sozusagen dämonisiert und was wir dann in der europäischen Geschichte haben, ist der Hexenglaube und die Hexenverfolgung.
Bitte, das ist nicht ein Phänomen des Mittelalters, kommt ein bisschen schon vor, aber massiv dann der Renaissance als sozusagen Gegenmodell und auch der Reformationszeit. Ja, man scheidet das Störende aus um der Klarheit, um der Eindeutigkeit willen. Man erträgt die Pluralität oder das andere Lebensmodell, heute sagen wir das Paradigma nicht mehr, und will es ausmerzen. Ganz ähnlichen Religionskrieg hatten wir wahrscheinlich in Luxemburg nicht, aber in Deutschland während der letzten 2 Jahre. Derjenige, der anders dachte und anders leben wollte, als jetzt nun die Mehrheit der Gesellschaft das für richtig hielt oder die Regierenden für richtig hielten, der wurde nicht nur als Depp bezeichnet, sondern als Aluhut, als Störer, als Querdenker, also als Ketzer. Interessant, solche Muster wiederholen sich überall. Ich erlebe das mit anderen Themen, aber in der Dynamik ganz ähnlich in Indien, China und sonst wo. Das ist dieses Modell der Religionsgeschichte, der Ausgrenzung des anderen um der Identität eines größeren Imperiums willen. In der Aufklärung, beziehungsweise beginnend bereits mit Ende des Dreißigjährigen Krieges, hat man gesehen, wir zerstören unsere Welt, wenn es so weitergeht. Und man hat einen gemeinsamen Nenner gefunden. Interessant sind übrigens die Akten und das genaue Studium. Wie war es überhaupt möglich, dass der Dreißigjährige Krieg zu einem Ende kam? Mein Kollege Herfried Münkler in Berlin, Politikwissenschaftler, hat dazu kluge Studien gemacht. Wie war das möglich? Es war möglich dadurch, dass man erschöpft war, dass man sagte, so geht es nicht weiter, wir zerstören alles, einschließlich unserer selbst. Und man suchte einen Punkt, wo können wir einen Interessenausgleich finden, bei dem nicht nur jeder sein Gesicht bewahrt, sondern sozusagen sich selbst als Gewinner fühlen kann. Und man hat dann das Prinzip entwickelt der Toleranz. Allmählich hat es sich durchgesetzt, noch nicht sofort und territorial sehr verschieden, aber man hat erkannt, man kann die andere Position, den Ausgegrenzten, zumindest so weit tolerieren, als er innerhalb der Grenzen des Territoriums existieren kann und seinen eigenen Lebensgewohnheiten und Ritualgewohnheiten folgen kann, das heißt seine eigene Identität formen kann, ohne dass man ihn entweder vernichten oder ausweisen muss. Das ist ein Modell der Aufklärung, was sich dann bis ins 20. Jahrhundert hinein durchgesetzt hat. Und wir haben auch heute noch natürlich viel die Rede von der Toleranz der Religionen. Und die UNO ist in einem entsprechenden Paradigma gegründet worden. Man muss, auch wenn es anders ist, auch wenn es weh tut, die andere Haltung tolerieren. Das ist natürlich schwierig geworden und ist immer schon schwierig gewesen, wenn der andere einen Lebensstil entwickelt, der mich tangiert. Wenn der also mit Gewalt oder mit Gewaltrhetorik, es fängt ja zunächst mal in den Gedanken und dann in der Sprache an, meine eigenen Lebensgrundlagen infrage stellt. Oder die Lebensgrundlagen aller, aus Unwissenheit, Trägheit oder schlicht und einfach Gier, nicht erkennt, dass im ökologischen Bereich wir alle verbunden sind, wir alle untergehen gemeinsam oder eben es schaffen, unsere Lebensform umzugestalten, da wird es schwierig mit der Toleranz. Kann ich dem Gewalttäter, und Gewalt kann sehr viele Formen haben, tatsächlich seinen Lebensstil überlassen, wenn er denn direkt dazu beiträgt, dass er zerstörerisch ist. Es ist sehr schwer zu entscheiden im Einzelfalle und muss Ihnen jetzt nicht die gegenwärtige politische Situation, Weltsituation vorbuchstabieren. Wie weit kann ich eine andere Haltung tolerieren oder wo muss ich eingreifen? Das ist die uralte Frage nach dem sogenannten gerechten Krieg, also nach der Anwendung von Gewalt gegenüber dem, den ich eigentlich tolerieren will.
Wir sind in einer Situation, und das hängt natürlich mit den technologischen Entwicklungen zusammen, in der die Weltgemeinschaft, man spricht heute gerne von Staatengemeinschaft, obwohl da von Gemeinschaft wenig zu spüren ist, aber gleichzeitig hat man in dem Wort natürlich die Intuition ausgedrückt, es hängt eben zusammen. Es kann nicht der eine, was weiß ich, seine CO2-Emissionen auf Null drücken oder wenigstens drücken wollen, wenn der andere sie hochfährt und das Doppelte und Dreifache jedes Jahr weiter in die Luft bläst. Denn wir sind alle davon betroffen. Wir erleben das massiv, und das ist gar nicht so sehr jetzt im Fokus, in Afrika und Asien, in Bezug auf die Wasserknappheit. Wir erleben, dass Staudämme gebaut werden, am oberen Nil, am Brahmaputra in China und so weiter, die dafür sorgen, dass Energie, Wasservorräte gestaut werden in dem Land, was gerade über diesen Staudamm verfügt, was zur Folge hat, dass dieses Land, was weiter unten am Flusslauf liegt, weder Energie noch Wasser hat und die Landschaften vertrocknen. Da ist mit Toleranz nicht weit her, sondern da wird natürlich sofort gefragt, wie können wir einen Ausgleich finden, sodass alle genug haben. Was technisch vielleicht möglich wäre, ist in jeder Situation anders, ist aber politisch nicht umsetzbar, weil eben jeder nach seinem eigenen Vorteil schaut und den anderen dann allenfalls toleriert, aber wenn er dabei verhungert oder verdurstet, dann ist das nicht interessant. Das heißt, wir sind auf Kooperation angewiesen. Eine reine Koexistenz nebeneinander funktioniert nicht mehr in vielen Bereichen des Lebens, und zwar in den fundamentalen, sondern wir müssen von einer Koexistenz zur Proexistenz kommen. So klug miteinander umgehen, was ich für möglich halte, aber was, wie Sie sehen, in der Weltlage so schwierig ist, weil es eben um Machtinteressen geht und dergleichen, um Eifersucht und Neid und diese Probleme, die ich vorhin genannt hatte. Wir müssen so miteinander umgehen, dass wir vernünftig das Ganze im Blick haben und gleichzeitig doch auch lokal handeln können. Wenn ich die Sachlage jetzt noch einmal in Bezug auf die Religionen genauer beschreibe, angesichts dieser Lage, wie ich sie eben beschrieben habe, der wirklich menschheitsgeschichtlich neuen Situation, dann möchte ich 8 Thesen zu den Beschreibungsmustern der gegenwärtigen religiösen Situation formulieren. Es genügt also nicht zu sagen, Religion ist entweder Mischmasch aus Irrtum und Gewalt oder sie ist doch eigentlich gut und sie ist Quelle der Empathie, sondern wir müssen genauer fragen, in welchem Sinne ist sie das und wie können wir Religion bewusst so gestalten und umgestalten, dass hier also tatsächlich eine Vision für eine andere Art des Umgangs miteinander, individuell, genauso wie kollektiv zwischen den Völkern möglich wird. Und zwar nicht aufgrund eines romantischen Gefühls der Einheit der Menschheit oder eines Wolkenkuckucksheims, was den Himmel jetzt schon auf die Erde holen will, sondern aufgrund der Notwendigkeit, dass Leben überhaupt nur dann überleben kann, wenn es in diese kooperative Haltung geht. Mit anderen Worten, die technologischen Entwicklungen zwingen die Menschheit, entweder unterzugehen, das ist eine Möglichkeit, oder tatsächlich in diese Phase der Proexistenz, von der Koexistenz zu einer Proexistenz füreinander einzustehen, weil wir nur gemeinsam überleben können. Dass das schwierig ist und dass das im Einzelnen mühsame Prozesse sind, ist ganz klar, aber man muss sie anstoßen. Ich möchte also jetzt noch einmal 8 Thesen formulieren, um Ihnen zu zeigen, was kann Religion hier leisten. Wie kann Religion gestaltet werden oder nach welchen Prinzipien kann sie gestaltet und umgestaltet werden, dass dieses Letztere gelingt. Im Übrigen möchte ich schon vorausschicken, meines Erachtens hat ein Dokument, was noch gar nicht lange in der Welt ist,
das Potenzial, eine Agenda, ein Blueprint, ich möchte fast sagen, ein Manifest für eine solche Entwicklung zu sein. Und dieses Dokument kommt ausgerechnet aus einer Institution, die stark mit der Gewaltgeschichte des Christentums verbunden ist, nämlich der Vatikan. Ich spreche von der Enzyklika des jetzigen Papstes Laudato Si. Meines Erachtens das wichtigste Dokument, was aus Rom in den letzten Jahrhunderten gekommen ist, von einer solchen umfassenden Formulierungskraft, natürlich erarbeitet von Hunderten von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die sich der Papst dort zusammengesucht hat, aber doch mit einer ganz eigenen Handschrift, die von der Lebensfreude des heiligen Franziskus von Assisi ausgeht. Und nicht umsonst hat er sich Franziskus genannt. Nicht der erhobene Zeigefinger, nicht die Schwarzmalerei, nicht die Erzeugung von Panik angesichts der Situation ist der rote Faden durch das Dokument, sondern die Lebensfreude, der Gesang, die Freude an der Schönheit der Schöpfung, die wir doch bitte genießen sollen und in diesem Genuss erhalten können. Ich halte das für auch pädagogisch eines der wichtigsten Dokumente der Religionsgeschichte. Der Religionsgeschichte, alle Religionen eingeschlossen. Aber das ist jetzt nicht mein Thema, wir hatten es ja neulich schon besprochen, es war damals online, es ist jetzt nicht das Thema. Ich möchte diese 8 Gesichtspunkte aber formulieren auf diesem Hintergrund dieses Dokuments, und es wird ja weltweit natürlich rezipiert, gelesen, auch in anderen Religionen. Diese 8 Gesichtspunkte sind: Erstens, Religion ist, das hatten wir vorhin schon angedeutet, die menschliche Institution, in der wir mit unseren Ängsten, man sagt in der Philosophie, mit unserer Kontingenz umgehen. Kontingenz mit den Zufälligkeiten in unserem Leben und Sterben. Religion in allen ihren Facetten dient der Kontingenzbewältigung. Wir suchen nach Sicherheit. Und hier gibt es nun 2 lateinische Begriffe, die wir alle im Deutschen dann mit Sicherheit übersetzen. Im Englischen und auch im Französischen ist es ein bisschen differenzierter. Da haben Sie die beiden lateinischen Begriffe noch, nämlich lateinisch Securitas und Certitudo. An diesem Unterschied, or Security and Certainty, an diesem Unterschied möchte ich gerne deutlich machen, woran es in der Religion geht. Securitas erreichen wir, indem wir uns absichern, indem wir Bankkonten haben, indem wir Versicherungen eingehen und so etwas. Aber Sie wissen, das ist alles brüchig. Das kann heute und morgen vorbei sein. Die Geldentwertung, der Zusammenbruch ganzer Systeme, Finanzsysteme und so weiter und so fort begleitet die Menschheitsgeschichte. Alle solche Sicherheiten sind sinnvoll, aber auch gefährlich, weil wir uns auf etwas verlassen, bei dem wir auch unsere Autonomie abgeben und nicht genau wissen, wie es weitergeht. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet die Geheimdienste und die übelsten Machtapparate, Gewaltapparate der Staaten Sicherheitsdienste heißen. Das andere ist die Certitudo oder die Certainty, die Gewissheit, die innere Gewissheit, ich hatte es vorhin angesprochen, hinter dem Chaos und Irrsinn, den der Mensch auch ständig anrichtet, gibt es doch eine Ordnung in den Dingen, eine Gewissheit, die nun eben in den Religionen nicht nur ständig wie das Pfeifen im Walde angerufen wird, sondern wenn die Religionen, ich will mal sagen, gut sind, dafür sorgen, dass der Mensch eine solche Certitude, eine solche Gewissheit erfahren kann. In der Liturgie, in Meditations- und Gebetspraktiken und so weiter und so fort. Wenn wir Menschen, wenn wir unseren Jugendlichen, unseren Kindern ein Umfeld bieten, eine Kultur anbieten, in der sie eine solche Gewissheit lernen können, in der Psychologie nennt man das auch Urvertrauen, und dann haben wir Persönlichkeiten
haben wir Grundlagen in den Persönlichkeiten gelegt, die die Zukunft bewältigen können, weil sie auch, darauf komme ich noch, wenn die Zeit noch reicht, das Wagnis eingehen, anders zu leben, als es der Mainstream erwartet. Wenn uns das nicht gelingt, wenn wir ihnen eine Kultur vermitteln, und sie brauchen nur mal ins Internet zu schauen oder in die Fernsehprogramme, was da an Gewalt und an Nichtsicherheit und so weiter verbrochen wird, womit wir unsere Hirne und Herzen zumüllen, weltweit, dann ist das erschreckend. Der zweite Gesichtspunkt ist der, dass wir heute mehr als in der Vergangenheit wahrnehmen, dass jede Identität eine Patchwork-Identität ist. Das wird heute fast so ein bisschen als Schimpfwort gebraucht. Er hat keine richtige Identität, sondern das sind Patchwork-Identitäten. Das ist kein Schimpfwort, sondern das ist die ganze Kulturgeschichte. Wir lernen immer von anderen, wir adaptieren, wir scheiden auch wieder welches aus, wir lernen, wir verändern unsere Identitäten. Dieses gegenseitige sich durchdringen, dieses Aufeinander hören, den anderen überhaupt erstmal wahrnehmen in seiner Andersartigkeit und vielleicht was davon lernen, das ist der zweite Gesichtspunkt, der notwendig ist, damit wir eine Welt gestalten können, in der wir überleben können. Schauen Sie, in Bezug auf die, und das ist sehr schön, in Bezug auf die kulinarische Kultur haben wir das jedenfalls hier in westlichen Ländern, aber zunehmend auch in asiatischen und afrikanischen schon gelernt. Wir genießen es. Und ich habe heute einen kleinen Spaziergang gemacht, ich hatte noch etwas Zeit, durch Luxemburg. Da ist ein chinesisches Restaurant, da ist ein japanisches Restaurant, da ist ein türkisches Restaurant, alles und so weiter. Und wir können reingehen, wir können das genießen. Und es gibt inzwischen natürlich auch Hybrid-Restaurants, nicht wahr, in denen asiatische Küche mit französischer oder luxemburgischer gemischt wird und wunderbare neue Kreationen entstehen. Das Essen ist für den Menschen fundamental, genauso wie die Sexualität, die Erotik und so weiter. Dass wir es hier geschafft haben, in so einem fundamentalen Bereich offen zu sein, neugierig zu sein, kreativ zu sein, ist wunderbar. Und das sollten wir in anderen Bereichen des Lebens auch. In der Literatur, in der Kunst, in der Religion. Dann schaffen wir Neues, dann schaffen wir vielleicht neue Identitäten, in denen wir gut miteinander leben können. Der dritte Gesichtspunkt ist der, dass wir natürlich in den letzten Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, seit der Französischen Revolution in Mitteleuropa erlebt haben, dass die klassischen religiösen Institutionen abgestorben sind. Und das war ja die Erwartung Ende des 19. und ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass Religion überhaupt absterben würde. Und wir haben das zum Teil heute noch in unseren staatlichen Verfasstheiten und auch an den Universitäten und sonst wo, Religion lieber nicht. Und das ist aber nur in Mitteleuropa so. In der ganzen restlichen Welt ist Religion for the better or the worse, also positiv oder negativ, ein Faktor des gesellschaftlichen Lebens, der überhaupt nicht ausgeklammert werden kann, weil er wirklich die Gesellschaften antreibt, weil er eine dynamische Kraft in den Gesellschaften ist. Nun formen sich aber auch hier in Mitteleuropa neue gesellschaftliche Formen. Schauen Sie, der Katholizismus, den Sie jetzt hier leben, hat sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil natürlich besonders, aber auch schon vorher massiv verändert gegenüber dem, was wir im 19. Jahrhundert hatten. Wir jammern immer noch, jedenfalls bei uns zu Hause in Bayern, über die Verhältnisse und möchten es noch anders haben. Ja, es verändert sich auch weiter. Natürlich auch die Wahrnehmung der Geschlechterverhältnisse und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die sich nicht von heute auf morgen verändern und wir sehen aber, sie verändern sich. Und genauso ist das im Protestantismus, im Buddhismus und sonst wo. Die Religionen sterben nicht ab, sie verändern sich. Und diese Kreativität ist etwas Wunderbares. Vierter Gesichtspunkt ist die Gesellschaftsutopien, die wir aus dem 19. Jahrhundert hatten, Marxismus oder dann im 20. Jahrhundert der Faschismus, sind alle gescheitert. Und zwar zum Teil fürchterlich und krachend gescheitert. Es gibt
diesen Zwang zum Fanatismus in diesen Systemen, die alles in einer einheitlichen Struktur wollen. Wir haben die Möglichkeit, oder wie es der Soziologe Peter Berger gesagt hat, nicht nur die Möglichkeit, sondern den Zwang zur Wahl zwischen unterschiedlichen Lebensformen. Aber das befruchtet uns, das beflügelt uns, wenn wir es nicht abgrenzend und ausgrenzend verstehen. Mit anderen Worten, wenn wir eben eine gewisse Gewissheit, eine gewisse Certainty, Certitude, von der ich anfangs sprach, gefunden haben. Dann können auch Muslime und Christen gut miteinander leben oder Muslime und Hindus. Ich habe lange in Indien gelebt, viele Jahre, und habe das kennengelernt. Wenn dies nicht politisch, und jetzt gebrauche ich den Begriff nochmal, instrumentalisiert wird, dieser Gegensatz zwischen beiden, konnten die sehr gut miteinander leben. 5. These. Ganz wesentlich geworden, und das sehen Sie, wenn Sie durch die Stadt gehen, Luxemburg oder Paris oder Berlin oder sonst wo, ganz wesentlich ist die Erfahrungsqualität. Menschen suchen zu Recht, aber nicht erst heute, nach wirklichen Erfahrungen der religiösen Gewissheit. Nicht, dass es ihnen eingehämmert wird oder dass sie es glauben müssen, sondern sie suchen es. Eine alte Geschichte, die ganze christliche Tradition der Mystik ist ein Beweis dafür. Menschen wollen in ihrem Körper und in Herz und Geist verankert haben, da gibt es noch eine Dimension jenseits des alltäglichen Kleinkrams, die ich spüren kann. Und Religionen, die zu solchen ganzheitlichen Erfahrungen einladen, sind die Zukunft, sind die Kraft, die Menschen in diese Gewissheit hineinbringt. Ich möchte Ihnen, und wir müssen zum Schluss kommen, und dann bringe ich noch die anderen Thesen nicht mehr, ich möchte Ihnen ein Beispiel davon erzählen. Vor einigen Jahren bekam ich plötzlich einen Brief von der Regierung von Kuwait. Ich möge doch die kulturelle Woche, die in Kuwait City einmal im Jahr stattfindet, bitte eröffnen. Da habe ich mir natürlich erkundigt, ich habe keinerlei Sprachkenntnisse in islamischen Sprachen, das ist nicht mein Thema, wie kommt es dazu und was, und da stellte sich heraus, die Kultusministerin hatte mein Buch gelesen über die Bhagavad Gita, einen indischen Text, sie waren Fan der Bhagavad Gita, Muslima natürlich, aus dem Herrscherhaus der Al-Sabah, die da herrschen, hatte aber die Bhagavad Gita gelesen, hatte das dann also geschätzt und meinte, ich solle doch mal kommen. Ich war der erste Nicht-Muslim, der diese Woche eröffnet hat und bekam noch wenige Tage vor meinem Abflug von der deutschen Botschaft eine Warnung, ich solle bloß nicht über das Thema sprechen, über das ich sprechen wollte. Sie können mir keinen Personenschutz geben, es könne gefährlich werden. Ich wollte sprechen über Bild und Bildlosigkeit in den Religionen. Es war damals nach diesen Mohammed-Karikaturen, Sie werden sich vielleicht erinnern und so weiter. Ich habe gesagt, ich spreche zu dem Thema, zu dem ich sprechen möchte und dann auch eingeladen bin und ändere daran nichts. Ich wurde vom Flughafen abgeholt von der deutschen Botschaft und entsprechend bewacht und untergebracht. War überhaupt kein Grund dafür, es war nichts. Und wurde dann auch dahin gebracht. Die kuwaitische Kultusministerin, die mich eingeladen hat, hatte mich vorher zum Essen eingeladen und hat gesagt, die spinnen, die machen da zu viel. Ich komme in diesen Saal. Nun ja, der war ein bisschen größer als der, waren ungefähr 3000 Leute. Diese Eröffnung, also ganz viele in Beduinentracht und so weiter. Ich dachte, na, mal sehen. Es war mucksmäuschenstill, es war wunderbar. Keinerlei Protest, kein Widerspruch. Es war ein Geist nicht nur der Toleranz, sondern des gegenseitigen Respektes. Ich war so tief beeindruckt. Dann lud mich die Dame in ihren kleinen Palast ein und sagte, das ist mein besonderes Geschenk. Da hatte sie Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen aus Kuwait City, die nun verschiedene indische Yoga-Traditionen und auch die Traditionen der Bhagavad Gita dort lehrten, in einem islamischen Umfeld, und die konnte ich kennenlernen, ein Geist der Verständigung.
Und das mitten in einem islamischen Land, wo ich das nie für möglich gehalten hätte. Das hat mich tief berührt. Da gab es offensichtlich Menschen, und in diesem Fall die Kulturministerin, aber natürlich nicht sie alleine, die diesen Geist verkörperten und die das dann auch die nötigen Mittel dazu hatten, finanziellen und medialen Mittel, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Mit anderen Worten, glauben Sie nicht nur dem, was in den Zeitungen steht oder dem vielleicht am wenigsten. Da steht immer nur das Negative und das Üble über die Gegenwart. Es gibt so viel Aufbruch, es gibt so viele Situationen, in denen Menschen neue Lebensformen suchen, Hindus und Muslime und andere zusammenleben, die sich bisher bekriegt haben. Das ist alles nicht ganz einfach. Das, was Daniel Barenboim mit seinem Orchester zwischen palästinensischen und jüdischen Musikern zu Wege gebracht hat, ist ganz großartig. Aber es ist nicht das Einzige. Im Kleinen gibt es da ganz viel, auch in Südamerika und hier und dort. Lebensgemeinschaften, die dann auch wieder zerbrechen, weil es eben schwierig ist, die andere Formen des Lebens suchen, als sie bisher waren, ökologisch orientiert und so weiter und so fort. Das gibt es alles und es ist eine weltweite Bewegung. Religionen, Mischmasch aus Irrtum und Gewalt oder Potenzial des Friedens und der Empathie, es kommt auf uns an. Es kommt auf uns an, was wir mit dem jeweiligen Erbe machen, was wir haben. Es ist uns anvertraut. Und ich habe nun in einem Buch, was ich neulich veröffentlicht habe, mal untersucht, unter welchen Bedingungen haben Religionen dann tatsächlich beigetragen, ökologische Veränderungen in ganzen Gesellschaften nicht nur zu unterstützen, sondern vielleicht geradezu anzustoßen. Das ist interessant, dieses Buch wird gelesen, keineswegs nur von jetzt religiös sozialisierten Leuten, also meinen Studenten oder Kirchenleuten oder so, sondern in der Politik. Es heißt interkulturelles ökologisches Manifest. Ich kann jetzt nicht auf die Einzelheiten angehen, ich habe die Kulturen, die ich etwas kenne, also die europäische, die indische und die chinesische, daraufhin untersucht, wo ist so etwas passiert? Wo hat sich die Geschichte von Mischmasch aus Irrtum und Gewalt umgekehrt, wo ist sie umgeschlagen in ein Paradigma der Lebenskraft, der Lebensfreude und der Neugestaltung von Identitäten jenseits klassischer Abgrenzungen. Und ich habe 4 Faktoren gefunden, die eine Rolle spielen. Und die möchte ich Ihnen zum Schluss dann doch wenigstens nennen. Der Umschlag in ein anderes Lebensparadigma ist erstens dann gelungen, wenn die Antworten, die man hatte, oder die Modelle für ein anderes Leben eine passgenaue Antwort auf Sehnsüchte repräsentieren, die latent oder ausgesprochen vorhanden waren, aufgrund der wirklichen Lebenssituation in den Gesellschaften. Also es muss wirklich passen auf die Situation. Zweitens, und das mag vielen oder gefällt auch vielen nicht, aber ich habe das so gefunden und sage es so, es braucht das Charisma einzelner Figuren. Das Charisma einzelner Menschen zieht die Massen mit und braucht es. Das ist nicht nur in der modernen Massenmediengesellschaft so, sondern das ist so weit, wie wir in die Religionsgeschichte zurückschauen können. Bis ins alte Ägypten übrigens. Also wenn das Charisma einzelner Menschen begeistern kann. Martin Luther King ist so ein Fall, oder Gandhi, oder der jetzt kürzlich verstorbene Thich Nhat Hanh oder viele andere. Drittens, wenn die vorhandenen Kommunikationsmittel effizient genutzt wurden, spielt eine ganz große Rolle. Wiederum, berühmtestes Beispiel natürlich der Buchdruck. Reformation wäre ohne den Buchdruck nicht denkbar gewesen. Und heute haben wir das Internet. Natürlich, Sie wissen, da ist so viel Übles, aber das darf man eben nicht dem Üblen überlassen. Wir müssen Strukturen entwickeln, um dieses Kommunikationsmittel tatsächlich so zu entwickeln, dass wir Menschen erreichen. Wir sprachen kurz vorhin im Auto darüber, die wir sonst gar nicht erreichen würden. Und das ist möglich. Und viertens, und das spielt jetzt auch eine große Rolle, besonders in der chinesischen Geschichte ist mir das aufgefallen,
Dort hat es solche solche Paradigmenwechsel zum Guten gegeben, wenn die Eliten, was immer die Eliten sind, das sind politische Eliten, literarische Eliten, gerade in China, ökonomisch, wirtschaftliche Eliten, wenn die bereit waren, mit ihren Ressourcen diese neue Bewegung, diesen neuen Impuls zu fördern. Es kommt also nicht nur auf die Ideen an, sondern natürlich auch auf die Förderung durch Eliten. Und ich habe den Eindruck, das ist heute nicht aussichtslos. Wir haben solche Eliten, gerade auch in den Vereinigten Staaten, aber auch sonst wo, übrigens auch in China, die versuchen, ihre Ressourcen nicht einfach zu verschwenden für irgendwelchen Klamauk, sondern einzusetzen dafür, dass also neue Lebensbedingungen, zum Beispiel ökologischer Art, neue Technologien, neue Bewässerungsstrukturen, in Israel ist das ein Riesenthema, angewendet werden. Mit anderen Worten, Religion kann nicht isoliert betrachtet werden. Sie hängt mit der Kultur als Ganzes zusammen, mit der Literatur, mit dem Theater, mit dem Film heute ganz besonders. Und sie hängt zusammen mit den ökonomischen, wirtschaftlichen Gegebenheiten, wie sie sich gestalten. Wir haben jetzt diese große Bewegung hin zur Gemeinwohlökonomie. Da ist auch vieles nur Etikett und nicht, aber es ist eine Bewegung. Da entsteht ein Bewusstsein. Und viele tun es bereits und sehen, dass sie damit auch Geld verdienen können. Sehen, dass das nicht ein Gegensatz zum wirtschaftlich vernünftigen Handeln ist, sondern im Gegenteil das vernünftige wirtschaftliche Handeln neu strukturieren kann. Religion ist nicht isoliert, sondern ist zu sehen in diesen Kontexten. Und dann, bin ich sicher, wird immer weniger Mischmasch aus Irrtum und Gewalt sein und immer mehr Empathie und Frieden sein. Eine Bewegung ist eine Dynamik, zu der ich Sie einlade, teilzunehmen, wo immer Sie sind, an welchem Platz Sie immer sitzen. Und wenn es noch so klein ist, ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist ein Tropfen und macht ihn ein klein wenig kühler. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Professor von Brücke. Ich meine, man könnte Ihnen weiter zuhören. Sie sind nicht nur ein ausgewiesener Forscher, Professor, sondern auch ein begnadeter Redner. Und das, muss ich sagen, tut auch schon gut, um mitzumachen. Sie haben heute Abend sicherlich auf das hingewiesen, dass nämlich Religion dem Menschen anvertraut ist. Das ist ja etwas, wo sich auch Menschen damit erst auseinandersetzen müssen, weil für viele ist die Religion ja das, was heilig ist und was man eben nicht anrühren sollte. Das ist eine der großen Veränderungen, denke ich, unserer letzten Jahrhunderte, dass Religion in den Gestaltungsraum des Menschen hineinreicht und dass er die Verantwortung über sie nehmen muss. Kein Gott nimmt uns die Verantwortung dafür ab, was wir über Gott sagen. Diesen Gott gibt es nicht, der uns diese Verantwortung abnehmen würde. Und deshalb würde ich Sie jetzt gerne auch noch einladen, mit unserem Konferencier von heute Abend in einen Austausch zu treten, ihm die Fragen zu stellen, die Ihnen am Herzen liegt, um auch in Ihrer Gestaltung mit Religion weiterzukommen. Wenn Sie Fragen haben, bitte ganz frei. Trauen Sie sich. Sie können mich auch ganz persönlich fragen. Ich bin berührbar. Sie sehen, ich habe ein bisschen eine Biografie, die auch nicht so die typische eines ostdeutschen Theologen ist, aber okay. Danke.
Ja, auf jeden Fall. Und ich kann das nur unterstreichen. Es hängt natürlich mit unserem gesamten Bildungsentwicklung zusammen seit dem 19. Jahrhundert. Also wir sind individueller geworden und haben auch die Fähigkeit und natürlich auch die Möglichkeit und ich denke die Verpflichtung, uns das Erbe kreativ anzueignen. Schauen Sie, ich bin aufgewachsen in Ostdeutschland unter der kommunistischen Diktatur. Da war es piepegal, ob jemand katholisch oder evangelisch, die Mehrheit war evangelisch, oder jüdisch oder sonst was war. Man war religiös und damit gegen den Staat. Alles andere wusste ich. Neben meinem Banknachbar, 4 Jahre, der immer bei mir abschrieb, ein reizender Kerl, der in der kommunistischen Jugendorganisation war, weil er das irgendwie musste und sowas. Ich habe erst hinterher herausgekriegt, dass der fromm katholisch war. Das wusste man gar nicht. Genauso erlebe ich das in der islamischen Welt. Ich habe, und ich gebe Ihnen noch, damit jetzt Zeit ist spät und so, gebe Ihnen noch ein Beispiel. Wir hatten eine Universitätskooperation zwischen meiner Universität in München und Teheran-Universität. Das war im Jahr 2000, als Teheran noch liberaler war. Wir kommen an eine Universität, ich halte einen Vortrag an der dortigen theologischen Fakultät, also das hieß natürlich nicht christlich, sondern islamisch-theologische, schiitische Fakultät, und spreche mit denen und die sagten, ja, wir möchten mit Ihnen aber noch ein Seminar machen über Nagarjuna. Nagarjuna ist ein indischer Philosoph gewesen, buddhistisch, 2. Jahrhundert. Die studierten alle Buddhismus. Die Imame, hier die mit den Turbanen und so, die studierten Buddhismus und die Ursprachen des Buddhismus und sagten, naja, das ist für uns eine Möglichkeit, da geraten wir nicht mit den Herrschenden in Konflikt. Buddhismus ist so weit weg, da können wir selber denken, da können wir selber was entwickeln. Die mussten natürlich als Imame und so unter dem Khomeini-Regime alles sehr vorsichtig sein, ne? Aber da hatten sie sozusagen eine Spielwiese. Der Drang, sich selbst etwas anzueignen, der Drang, selbstständig zu denken, genauso in Indien und auch in China, jetzt natürlich von staatlichen Autoritäten wieder beschnitten und so weiter. Aber dieser Drang ist da, er ist nicht zurückzudrängen. Der moderne Mensch will selbstständig und muss und soll selbstständig das verantworten, was ihm wichtig ist. Und zwar auf beiden Schienen. Rational, es muss begründet sein. Ich muss begründen können, warum ich etwas tue und etwas sage und dann vielleicht auch etwas denke. Ich glaube, wir sind begründungspflichtig einander, das ist eine Pflicht, weil das unsere Kommunikationsmittel ist. Es ist eine Frage der Menschlichkeit, der Mitmenschlichkeit. Und zweitens, also Rationalität, und zweitens die Erfahrungsdimension, die hatte ich schon angesprochen. Und das ist etwas, was wir in unseren Religionen ja haben. Jetzt bin ich hier in Luxemburg, ein bisschen weiter nördlich, rein aufwärts und so weiter, haben wir im 13., 14., 15. Jahrhundert die Beginen, das sind Frauen gewesen. Eine ganz große spirituelle Bewegung. Und wenn man mitkriegt, was die sich gedacht haben, Meister Eckhart war ihr Priester, der hat da ganz viel gelernt von denen, umgekehrt sicher auch, aber zunächst mal hat Eckhart von dieser Frauenfrömmigkeit gelernt. Die waren ganz individuell unterwegs. Die haben sich nichts sagen lassen, einfach von ihren Priestern so und so, sondern wollten das selber entdecken. Und wenn Sie in die Mystik noch weiter zurückgehen, zu Mechthild von Magdeburg und anderen, das ist enorm, was da alles da ist. Aber das war am Rande und das rückt heute ins Zentrum. Es ist genau so, wie Sie das sagen. Wir selbst gestalten uns selbst. Das ist wunderbar, das ist eine große Chance und das befreit uns, wieder so ein Befreiungsphänomen. Ja,
Dankeschön für diese Präzisierung. Das gibt mir Gelegenheit, doch ein paar Antworten noch darauf zu versuchen. Wir wissen ja auch, dass Voltaire natürlich eine Seite der Sache ist, die andere ist repräsentiert durch den Namen Rousseau, und die beiden waren sich natürlich nicht grün. Ne? Was Sie erwähnen, scheint mir aber doch eine sehr spezifische Formulierung, natürlich auch sagen wir, intellektuelle Schärfe zu sein, die wir bei Voltaire haben und die natürlich mit der französischen Situation zusammenhängt. Also man kann hier auch nicht abstrahieren von den historischen Situationen und ganz anders aussieht, zum Beispiel bei Immanuel Kant. Kant schreibt seine Schrift vom ewigen Frieden auf dem Hintergrund durchaus des Wahrheitsanspruchs, aber des Wahrheitsanspruchs nur im kategorialen Sinne, wie er das entwickelt, während dann die verschiedenen Postulate, die er in der praktischen Vernunft macht, solche sind, die, nun ja, diskutabel sind und die schon in der Toleranz etwa des preußischen Staates sich niederschlagen. Ich habe eine sehr interessante Studie gelesen, die habe ich genau gelesen, weil meine Frau sie geschrieben hat, im 19. Jahrhundert über den Umgang mit anderen Konfessionen innerhalb des Protestantismus in Sachsen und in Preußen. Da ging es um verschiedene lutherische Gruppen und sowas. Und das ist sehr interessant, weil die also ganz ins Detail gegangen ist. Sie ist Historikerin und anders als ich ständig in Archiven unterwegs und bis ins letzte Fitzelchen. In Sachsen herrschte, ich möchte fast sagen, ein konfessioneller Absolutismus. Ganz unabhängig davon, ob der Herrscher, August der Starke in diesem Falle, jetzt nur katholisch geworden ist aus politischen Gründen oder so, die Konfession war so etwas wie eine Staatsidentität. Nicht in Preußen. Preußen, und in diesem Falle war es also Friedrich der Große, oder Friedrich, den man den Großen nennt, ein bisschen vorsichtig sein, sehr stark geprägt, er war ja mit Voltaire befreundet, von diesem Toleranzideal, solange die Staatsriten oder sagen wir mal die staatliche Verfasstheit nicht tangiert ist, können die jeweiligen Gruppierungen, und zwar unter staatlichem Schutz und mit staatlichem Schutz, ihre jeweiligen unterschiedlichen, es ging vor allem um Liturgien, ihre Liturgien pflegen. Ich denke schon, dass das eine andere Situation, eine völlig anderer Rahmen ist als Frankreich zur Zeit der Französischen Revolution. Also man muss, und dafür bin ich Ihnen dankbar, hier natürlich auch die jeweiligen historischen Umstände differenziert betrachten. Aber was zur Wahrheit zu sagen ist, denke ich, Folgendes. Wir haben bereits bei Semmler, also bei zum Beispiel Aufklärungstheologen, ich denke jetzt also gerade an Semmler, aber wir haben es vorher schon, natürlich, jetzt, das ist jetzt Voraufklärung, das ist eher neuplatonische Spättradition im Protestantismus, bei Jakob Böhme zum Beispiel, der dann sehr stark auf Hegel gewirkt hat, die Idee, dass Wahrheit schon ein Ziel, ein Ideal ist, was man aber nie hat. Oder modern formuliert, einer meiner Kollegen, berühmten Tübinger Kollegen, Eberhard Jüngel, hat es so formuliert, dass er sagte, wir haben Wahrheit nur in der Form der Suche nach ihr. Eine Formulierung, die mir sehr gut gefällt, die aber, wie es ja bei Semmler vorkommt, Johann Jakob Semmler, und dann natürlich schon letztlich in der Mystik verankert ist, also gerade nicht in der Aufklärung. Insofern gebe ich Ihnen recht, die Aufklärung hat in einigen Strängen gerade dazu geführt, dass es intolerant wurde. Gegen allen, die nicht, deshalb haben wir ja gerade auch noch bis in die Aufklärung hinein die Hexengeschichten und so weiter, verrückterweise. Aber so verrückt ist das gar nicht, wenn man das bedenkt, was Sie gerade gesagt haben. Aber es ist ein langer Diskurs. Interessant ist natürlich, solche Aufklärungen zu vergleichen mit Aufklärungsepochen, jetzt etwa in China oder in Indien. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber es ist jeweils nochmal verschieden historisch.
Ja, vielen Dank für die Frage, denn da wird es konkret. Und das ist die entscheidende Frage. Wir können noch so viel theoretisieren und sonst was in Büchern schreiben und so. Entscheidend ist die Praxis. Und ich werde das natürlich oft gefragt und kann es jetzt nicht verallgemeinert sagen, sondern fragen Sie sich, wo können Sie in Ihrem Umfeld, in der Nachbarschaft, den Kindern und Enkeln, in der Schule, in welcher Situation auch immer Sie sind, in Ihrem Verein oder wo immer Sie sind, etwas von diesen Idealen umsetzen. Also zum Beispiel, ich habe viel mit Schulen zu tun, weil ich das gerne möchte. Also ich habe mit beiden zu tun. Ich kümmere mich um Schulen, um Schüler und um Sterbende. Mit Hospizarbeit. Und in beiden Bereichen fühle ich mich sehr wohl. Bin ich sehr, lerne ich auch viel. Anfang und am Ende des Lebens. Ich will jetzt nicht über die Sterbekultur sprechen, das ist eine eigene Geschichte. Wir organisieren zum Beispiel Nachhilfe für Schüler. Aber da wird eben jetzt nicht nur der Stoff gepaukt und abgefragt, sondern wir versuchen das, was sie da lernen, sei es jetzt in Physik oder sonst wo, in den Kontext einer ökologischen Lebensbetrachtung zu stellen. Und dann ist es natürlich jetzt bei mir klar, also ich kann dann aus dem Vollen schöpfen, was die Christentumsgeschichte betrifft, was die hinduistische Geschichte und die buddhistische Geschichte betrifft. Und kann Geschichten erzählen, kann durch die Geschichten Vorbilder, Paradigmen von Leben vermitteln. Und das jetzt beziehen auf das, was die da gerade im Einzelnen in der Schule lernen und sowas. Ich habe den Eindruck, das hat eine Wirkung. In der Erziehung. Erziehung ist natürlich der Schlüssel für alles, ne? Die Bildung. Aber es geht auch woanders, es geht in der Nachbarschaft. Sie haben hier natürlich auch, habe ich ja gesehen, muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielleicht gibt es einen Rahmen, entweder in der Kirchgemeinde oder in der Ortsgemeinde oder irgendwo auf die zuzugehen, die wollen mitgestalten. Menschen, die mitgestalten und nicht marginalisiert sind, werden viel weniger aggressiv. Nicht, dass sie nicht aggressiv werden, aber das ist eine andere Geschichte. Versuchen Sie da in der Nachbarschaft. Luxemburg ist auch so wunderschön, ist das vielleicht, aber wenn ich in Berlin bin oder auch in München oder am Rande von München, da gibt es Dreckecken, da gibt es Ecken, die nicht schön sind, die vernachlässigt sind. Da sagen wir machen gemeinsam was, wir machen dort einen Garten oder etwas, wo Kinder spielen, wo wir zusammenkommen können. Und wenn da die verschiedenen Gruppen mithelfen, dann kann man sich austauschen. Ja, Allah ist der Schöne, Allah ist der Gute, Allah regt uns an, für die Gemeinschaft was zu tun. Dann sagen wir, und bei den Christen ist es so ähnlich, Gott ist der Schöpfer und Gott und so weiter. Das motiviert uns, da kommt man ins Gespräch miteinander. Also solche kleinen Dinge, also gerade über Nachbarschaftsarbeit und Bildungsarbeit, das ist jetzt das, was mir vertraut ist. Wahrscheinlich ist es in der Fabrik oder so, in einem Büro, ähnlich, wenn man aufeinander zugeht. Miteinander feiern, miteinander schöne Situationen gestalten. Das schafft Gemeinschaft über Grenzen hinweg. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken und das war eigentlich auch nochmals die Unterstützung, dass Sie hineinschauen in das Programm von ESCH 2022 mit dem, was hier die verschiedenen Religionsgemeinschaften in der Europäischen Kulturhauptstadt zusammen auch tun. Unter anderem am 9. Mai, am Tag der Europäischen Union, werden wir dann hier auch in einen Gottesdienst feiern, wo die verschiedenen Vertreter der Religionen zusammenkommen und zusammen an diesem Tag dann auch beten. Und ich denke, das bringt auch etwas zum Ausdruck. Das andere scheint mir aber wirklich auch das zu sein, was wir über Bildung gesagt haben, aber darüber sage ich nichts, denn schließlich haben wir deshalb auch die LSRS gegründet, aber
den Garten zusammen pflegen. Das bringt mich zwar vielleicht schon wieder bei Voltaire, il faut cultiver son jardin, mais il faudrait le cultiver ensemble et le cultiver donc avec celui qui est différent. Vielleicht ist auch nicht die Monokultur im Garten hier das Beste, sondern wie können wir genau das entdecken? Und ich denke, es gibt in unserer Gesellschaft, es gibt auch hier in, entschuldigen Sie, ich sage unserer Stadt Esch, weil ich schließlich ja hier auch am Gymnasium war und aus Sahnem stamme. Es gibt immer noch genügend Ecken, die verschönert werden können und wo man sich treffen kann. Sie haben hier dafür gesorgt, dass das, danke Ihnen, die Sie gekommen sind heute Abend und die Sie mitgemacht haben. Und danke nochmals, Herr Professor von Brück, für Ihren Vortrag und für Ihr Kommen. Ganz knapp. Aber wir haben es überschritten. Auch heute Abend sind wir in der 4000er-Liga. Danke Ihnen alle. Gut nach Hause. Und mein klassischer Satz: Denken Sie positiv und bleiben Sie negativ.